So, jetzt fangen wir an. Vielleicht Frau Margarete Bause schließt sich dann an uns später an. So, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Videokonferenz. Heute ist der 6. Jahrestag von der Gefangenschaft von Ilham Tohti. Ilham Tohti, eine Brückenbauer, eine Peacemaker, der sitzt seit 6 Jahren lebenslänglich verurteilt in den chinesischen Gefängnissen. Und wir wollten, Ilham Tohti Institut hat sich die Aufgabe gemacht, die Ideen von Ilham Tohti zu verbreiten und sich dafür einsetzen, dass er freikommt. Und deshalb haben wir heute unsere Expertinnen aus Wissenschaft, aus Politik und aus Menschenrechtsgebiete zu unserer Konferenz eingeladen, über Ilham Tohti und über Uiguren zu reden, was passiert in Osttürkestan. Leider, Frau Katharina Barle kann nur mit einer Videobotschaft ihren Beitrag leisten. Nachdem wir Videobotschaft uns angeschaut haben, machen wir weiter. Technik, ich bitte um Video ausstrahlen. Herzlich willkommen zu dieser Veranstaltung aus Anlass des 6. Jahrestages der Verurteilung von Ilham Tohti durch die chinesische Führung. Ja, auf den Tag genau fast 6 Jahre ist es her, als Ilham Tohti in einem Schauprozess zu lebenslanger Haft verurteilt wurde wegen Separatismus. Trotzdem und im Gefängnis ist er weiterhin eine Stimme des Dialogs geblieben, der Mäßigung, des Austausches und setzt sich weiterhin für einen friedlichen Austausch zwischen Chinesen und Uiguren ein. Es ist nicht einmal ein Jahr her, dass das Europäische Parlament Ilham Tohti den Sacharow-Preis verliehen hat. Sein Stuhl blieb damals leer und seine Tochter, Jeva Ilham, hat damals die Rede für ihn gehalten. Ein sehr bewegender Moment für uns alle. Ich bin sehr froh, dass auch sie an diesem Webinar teilnimmt. Seit April 2017 sind über 1 Million Uiguren in chinesischen Internierungslagern gefangen gehalten worden. Menschenrechtsverletzungen sind an der Tagesordnung. Sie dürfen ihre uigurische Kultur, ihre Religion, ihre Sprache nicht verwenden. Regelmäßig verschwinden Personen, ganze Familien. Es ist ganz offensichtlich, die uigurische Kultur, die uigurische Identität soll verschwinden. Das ist das Ziel der chinesischen Regierung. Vor einigen Wochen hat der EU-China-Gipfel stattgefunden. Natürlich war auch er von den Menschenrechtsverletzungen überschattet. Die Europäische Union hat von China gefordert, eine Beobachtermission zuzulassen, die sich selbst vor Ort von den Verhältnissen dort überzeugen kann. Ich halte dies für eine gute Maßnahme, die wir weiter nach vorne treiben sollten. Denn wir müssen Klarheit darüber haben, was tatsächlich vor Ort geschieht. Die Chinesen müssen dazu gebracht werden, diese bisher geübte Praxis aufzugeben. Klar für mich ist, wir müssen mehr Druck in den Menschenrechtsdialog mit China geben. Die Europäische Union ist ein Ort, in dem Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte, Demokratie hochgehalten werden. Das sollten wir
nicht nur innerhalb der Europäischen Union, sondern auch außerhalb unserer Grenzen immer als Wert hochhalten, vertreten und nach Möglichkeit auch durchsetzen. Ich wünsche Ihnen und der Veranstaltung alles Gute, fruchtbringende Diskussionen und natürlich am Ende Freiheit für Ilham Tohti und alle anderen uigurischen Gefangenen. So, vielen herzlichen Dank für Frau Katharina Barley. Jetzt haben wir auch Margarete Bause dabei. Wir machen jetzt hallo. Mit Margarete Bause weiter. Margarete Bause ist Bundestagabgeordnete und Menschenrechtssprecherin der Grünen im Bundestag. Sie beschäftigt sich schon fast seit 20 Jahren mit Uiguren und ist sie auch eine Dornauge von Chinesen. Und jetzt, wenn du soweit bist, Margarete, bitte ich dich, dein Statement abzugeben, weil du musst ja rechtzeitig zu einer Sitzung. Ja, vielen Dank. Entschuldigung für die Verspätung. Ich komme gerade aus einer Sitzung. Und tatsächlich ging es da auch um Zwangsarbeit in Xinjiang, also kann nahtlos anschließen. Ja, herzlich willkommen und auch an die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ich freue mich, dass ich in dieser renommierten Runde dabei sein darf. Askar Can hat ja gerade schon gesagt, dass ich mich schon seit vielen Jahren mit dem Thema dem Schicksal der Uiguren beschäftige. Es sind noch nicht 20 Jahre, aber es sind 14 Jahre. Und ich glaube, dass in dieser Zeit sehr, sehr viel passiert ist, was die Wahrnehmung der Unterdrückung der Uiguren weltweit angeht. Wenn man vor 14, 15 Jahren in Deutschland, aber vielleicht auch weltweit gefragt hätte, wer sind die Uiguren und was wissen Sie über sie? Dann glaube ich, hätten die allermeisten Menschen mit den Achseln gezuckt. Auch in der Politik gab es keinerlei Diskussion darüber. Nur die absoluten Insider und natürlich die Betroffenen waren mit diesem Thema vertraut. Und wenn wir uns heute die Situation anschauen, dann ist es so, dass das Thema Uiguren, die Menschenrechtsverbrechen an den Uiguren, die Totalüberwachung, die Zwangsarbeit, die massenhafte Internierung, die Zwangssterilisation, der kulturelle Genozid an den Uiguren, dass der ja geradezu exemplarisch ist für Menschenrechtsverbrechen, die die chinesische KP begeht. Und dieses Thema ist vielfach auf der Tagesordnung in den Parlamenten, im Bundestag, im Europäischen Parlament, auch bei den Vereinten Nationen. Es gibt viele Medienberichte international und auch in Deutschland darüber. Es gibt viele Informationen darüber. Und das hat sich auf jeden Fall verändert in den letzten Jahren. Und das ist mit Sicherheit auch das Verdienst der Menschenrechtsorganisationen. Das ist das Verdienst der uigurischen Organisationen, die seit vielen Jahren an diesem Thema dran sind und nicht locker lassen und Öffentlichkeitsarbeit machen, aufmerksam machen, Lobbyarbeit machen für ihre Interessen, überall auch präsent sind bei den Abgeordneten auf allen politischen Ebenen bis hin eben zu den Vereinten Nationen. Und deswegen glaube ich, ist diese große öffentliche Aufmerksamkeit, die es gibt, ein wichtiges Verdienst eben einer jahrelangen Arbeit, die sehr, sehr wichtig ist. Ich glaube, dass es nicht zuletzt die Berichte waren von Human Rights Watch und auch die sogenannten China Cables. Der Bericht von Human Rights Watch im September 2018 und die Veröffentlichung der China Cables im November 2019, dann im Februar 2020 die Caracas-Liste. All das hat an eine große Öffentlichkeit gebracht, dass die Menschenrechtsverletzungen, die Verbrechen an den Uiguren systematisch sind und dass sie von ganz oben von der chinesischen KP, von Xi Jinping angeordnet sind.
Und ich glaube, auch das ist nochmal wichtig, dass diese Belege jetzt vorliegen, dass eben niemand mehr sagen kann, man weiß es nicht so genau, es gibt Gerüchte. Nein, es gibt Beweise, es gibt Belege, es gibt Zeugenaussagen, die all das auch nochmal unter Beweis stellen. Was die Position der Bundesregierung und die Aktivitäten des Bundestages angeht, nach meiner Wahrnehmung jetzt nach 3 Jahren Menschenrechtsarbeit im Deutschen Bundestag hat sich die Positionierung der deutschen Bundesregierung, was die Wahrnehmung der Menschenrechtsverletzungen und der Menschenrechtsverbrechen durch die chinesische KP angeht, verändert. Zu Beginn noch bei unseren Anfragen im Bundestag hieß es, es gäbe keine belastbaren Informationen, es gäbe keine Beweise, es gäbe keine Belege, es gäbe zwar einige Hinweise, aber man könne das sozusagen, die Frage der Internierung der Uiguren, der Zwangsarbeit, also man hätte dazu eben keine belastbaren Informationen. Das kann jetzt niemand mehr sagen, das sagt die Bundesregierung auch nicht mehr. Wir hatten im Bundestag in den letzten 3 Jahren eine ganze Reihe von Veranstaltungen im Menschenrechtsausschuss, mehrere Anhörungen. Auch Dolkun Isa war 2-mal im Menschenrechtsausschuss des Deutschen Bundestages. Wir hatten parlamentarische Veranstaltungen über die Fraktionen hinweg. Also es ist ein Thema auch der Menschenrechtspolitikerinnen und Politiker aller demokratischen Fraktionen, die dieses Thema aufgreifen, die sich stark machen für die Menschenrechte. Wir hatten Debatten im Deutschen Bundestag. Wir hatten eine große und sehr wichtige Debatte vor jetzt 2 Jahren, als der Human Rights Watch Bericht veröffentlicht wurde, hat meine Fraktion unter meiner Federführung einen großen Antrag zu Menschenrechtsverletzungen an Uiguren mit politischen Forderungen an die Bundesregierung und die verschiedensten politischen Ebenen formuliert. Wir haben diesen Antrag im Bundestag beraten. Und er hat auch deswegen so viel Aufmerksamkeit bekommen, weil die chinesische Botschaft in Berlin meinte, sie müssten intervenieren und dem Deutschen Bundestag vorschreiben, über welche Themen wir reden dürfen und über welche Themen nicht. Wenige Stunden vor der Debatte im Bundestag bekam ich einen Anruf aus der chinesischen Botschaft in Berlin, die mich aufgefordert hat, diesen Antrag zurückzuziehen, diesen Antrag von der Tagesordnung des Deutschen Bundestages abzusetzen. Das hat mich natürlich noch mehr motiviert, dieses Thema entsprechend im Bundestag auch zu behandeln. Nach der Debatte gab es eine E-Mail an alle Redner, die in dieser Debatte geredet haben. Dieses Schreiben nannte sich eine ernsthafte Demarche, was es gegenüber einem Parlament gar nicht gibt. Das kann es nur gegenüber einer Regierung geben. Aber es gab sozusagen eine sehr heftige Intervention der chinesischen Botschaft in Berlin auf diese Bundestagsdebatte gegenüber den Rednern und Rednerinnen in dieser Debatte, was dazu geführt hat, dass wegen dieser Intervention eine noch größere mediale Aufmerksamkeit war. Der Präsident des Deutschen Bundestages, Herr Schäuble, hat sich dann selbst an die chinesische Seite gewandt und sich verwahrt gegen diese versuchte Einflussnahme. Also man kann sagen, dass die Intervention der chinesischen Botschaft dazu geführt hat, dass dieses Thema noch breiter in der Öffentlichkeit wahrgenommen wurde als bisher schon. Wir hatten das Thema Unterdrückung der Uiguren, Menschenrechtsverletzungen nicht nur im Menschenrechtsausschuss, es war im Auswärtigen Ausschuss und auch im Petitionsausschuss, weil interessanterweise auch immer wieder Petitionen an den Bundestag eingereicht werden. Und wenn die Anzahl von 50.000 Unterstützerinnen und Unterstützern bekommen, dann muss es dazu eine öffentliche Debatte geben des Petitionsausschusses. Und wir hatten zum Thema China insgesamt
insgesamt jetzt schon 3 öffentliche Debatten. Das eine war Taiwan, das andere war Hongkong und das dritte war ein Menschenrechtssanktionsmechanismus, ein sogenannter Magnitsky Act war die Forderung. Und da ging es natürlich auch immer dann um die Menschenrechtsverbrechen an den Uiguren. Also es ist nicht nur der Menschenrechtsausschuss, sondern es sind auch andere Ausschüsse. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass die Menschenrechtspolitik auch sehr viel breiter verankert sein muss. Das muss auch Thema im Wirtschaftsausschuss zum Beispiel sein oder auch Thema sein bei Wirtschaftsdelegationen des Deutschen Bundestages nach China, die im Moment wegen Corona nicht stattfinden. Dass also die Menschenrechtsfrage nicht nur auf einen Menschenrechtsdialog verlagert wird, sondern dass es in der Breite der deutschen Politik, sei es Wirtschaftsfragen, sei es Handelsfragen, sei es außenpolitische Fragen, überall das Thema Menschenrechte, Schutz der Menschenrechte, Schutz der Menschen vor Verletzung ihrer Rechte muss thematisiert werden. Die deutsche Bundesregierung hat ihre Position, wie ich gesagt habe, vorsichtig geändert. Man hat es gesehen, also Anfang September war ja der chinesische Außenminister auf Europatour und er war am Ende auch in Berlin und hat sich mit Heiko Maas getroffen. Und bei diesem Treffen hat Heiko Maas auch sehr klare Worte gefunden, hat die Menschenrechtsverletzungen an den Uiguren öffentlich thematisiert und verurteilt, hat die Schließung der Lager gefordert. Auch das finde ich tatsächlich einen politischen Fortschritt und ich habe das auch sehr begrüßt und finde es wichtig, das auch deutlich zu machen, dass das auch weitergehen muss, dass das jetzt nicht sozusagen eine einmalige Verurteilung sein darf, sondern dass es tatsächlich auch eine kohärente Politik der ganzen Bundesregierung zu dem Thema braucht. Was mir tatsächlich noch fehlt, ist, dass auch die Bundeskanzlerin, also die gesamte Bundesregierung, hier einen klareren, menschenrechtsorientierten Kurs gegenüber China einschlägt. Das ist nach meiner Wahrnehmung immer noch viel zu zögerlich, viel zu zurückhaltend. Die Tage gab es einen Artikel in einer internationalen Zeitung und da hat der Chefökonom des Merix-Instituts in Berlin, der hat gesagt, Europas Schwachstelle ist Deutschland, in Deutschland die Autoindustrie und in der Autoindustrie Volkswagen. Also er hat damit die vermeintliche Abhängigkeit der deutschen Autoindustrie gegenüber China thematisiert und dass deswegen die Bundesregierung und die Bundeskanzlerin so zurückhaltend sind. Das wird auf europäischer Ebene, bin ich gespannt, wie hier dann auch die Diskussion ist und die Wahrnehmung ist, aber tatsächlich so wahrgenommen. Ich bin der festen Überzeugung, wir dürfen unsere Menschenrechtspolitik und unsere Außenpolitik nicht von Volkswagen bestimmen lassen. Also hier braucht es auch nach meiner Wahrnehmung eine robustere, eine klarere, eine konsequentere Linie und zwar durch alle Ressorts hindurch. Vielleicht mag ich noch erwähnen, es gibt, haben Sie ja sicherlich auch mitbekommen, seit einigen Monaten eine interparlamentarische Allianz zu China von Abgeordneten aus den verschiedensten demokratischen Parlamenten weltweit. Es sind mittlerweile über 150 Abgeordnete weltweit in dieser Allianz vertreten, aus 17 Ländern, über alle demokratischen Richtungen hinweg. Also die USA, Kanada, Japan, Australien, Neuseeland, viele europäische Länder, das Europäische Parlament, der Bundestag. Ich darf mit meinem CDU-Kollegen Michael Brandt Co-Chair sein bei dieser interparlamentarischen Allianz. Und ich finde das ein unglaublich wichtiges Instrument, um eine kohärente, koordinierte China-Politik der demokratischen Länder
voranzutreiben. Wir tauschen uns aus, wir setzen die verschiedensten Themen auch international auf die Tagesordnung. Wir versuchen, unsere Regierungen zu drängen, Menschenrechtsstandards an die erste Stelle zu setzen. Und ich glaube, dass wir da auch schon relativ erfolgreich waren. Das koordinierte Vorgehen beim Europabesuch des chinesischen Außenministers, überall wo er war, wurde er eben auch von Kritikern empfangen. Die kritischen Themen wurden angesprochen im Parlament. Ich glaube, das ist ein Erfolg dieser interparlamentarischen Allianz und ich glaube, solche internationalen Bündnisse braucht es mehr. Was sind jetzt meine Vorstellungen, Forderungen? Wie kann so eine konsequente menschenrechtsorientierte China-Politik aussehen, der Bundesregierung, aber auch der Europäischen Union? Also zum einen müssen Menschenrechtsfragen bei jeder sich bietenden Gelegenheit, bei jedem Austausch, bei jedem Besuch, bei jeder Delegation, bei jedem Treffen, egal was, muss das auf die Tagesordnung. Es darf kein Treffen, keinen Austausch mit China mehr geben, wo nicht die Menschenrechtsfrage thematisiert wird. Zweitens, individuelle Sanktionen müssen geprüft werden gegenüber Verantwortlichen für Menschenrechtsverletzungen. Also in manchen Ländern nennt man das Magnitsky-Sanktionen. Das ist ein Begriff, den manche nicht so gut finden. Mir ist egal, wie die Sanktionen heißen, aber dass Verantwortliche von Menschenrechtsverletzungen, für Menschenrechtsverbrechen, dass die Einreisesperren bekommen, dass deren Vermögen im Ausland eingefroren werden. All sowas, glaube ich, ist ein wirksamer Mechanismus. Drittens, Menschenrechtsklauseln in Handelsabkommen und Investitionsabkommen. Das jetzt verhandelte oder in Verhandlung befindliche Investitionsabkommen EU-China muss aus meiner Sicht muss Menschenrechtsklauseln enthalten. Dann ein Lieferkettengesetz in Deutschland und auf europäischer Ebene, das Firmen haftbar macht, wenn in ihrer Lieferkette Produkte mit Zwangsarbeit hergestellt werden. Für Deutschland finde ich es ganz wichtig, dass es eine klare Ansage gibt, dass der Ausbau unseres 5G-Netzes nicht an ein chinesisches Unternehmen wie Huawei gehen darf, das unter der Kontrolle der chinesischen Regierung steht. Damit würden wir uns nicht nur abhängig machen, sondern uns auch tatsächlich erpressbar machen. Und letzter Punkt, wir müssen insgesamt langfristig eine Wirtschaftsstrategie fahren, die unsere wirtschaftlichen Abhängigkeiten von China reduziert, diese Diversifizierung, die europäische Souveränität auch im wirtschaftlichen Bereich stärken, damit wir eben auch sehr viel klarer und eindeutiger bei Menschenrechtsfragen auftreten können und damit es nicht heißt, damit wir unsere Autos verkaufen können, müssen wir aber zurückhaltend gegenüber China sein. In so eine Lage möchte ich nicht kommen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Margarete Bause. Gut, dass wir dich haben, so einen Sprecher für Uiguren im Bundestag, und möchte ich mich ganz herzlich bei dir für deinen ganzen Einsatz bedanken. Und jetzt Markus Rindersbacher. Markus Rindersbacher kennen wir auch schon seit 2009 und er ist in München, also bei uns immer herzlich willkommen, verfolgt auch unsere Veranstaltungen und unterstützt uns mit ganzen Kraft. Er ist Vizepräsident vom Bayerischen Landtag und gleichzeitig auch europapolitischer Sprecher der Bayern SPD im Landtagsfraktion. Jetzt hast du das Wort, Markus, bitte. Vielen Dank, lieber Askar Can, liebe Margarete Bause, meine Damen und Herren. Ich vermisse meine ehemalige Kollegin Margarete Bause sehr bei uns im Bayerischen Landtag, freue mich aber umso mehr, dass sie so großartigen Menschenrechtseinsatz im Deutschen Bundestag zeigt. Sie sind möglicherweise etwas überrascht, dass ich als kleiner Regionalpolitiker des unbedeutenden Bayerischen Landtags in diesem erlauchten Kreise mit dabei sein darf. Ist die internationale Menschenrechtspolitik doch tatsächlich eher Sache des Deutschen Bundestages oder des Europaparlaments. Aber es ist sicherlich auch dem Umstand geschuldet, dass mit knapp 700, 800 Uiguren in unserer bayerischen Landeshauptstadt München wir die größte Exilgemeinde außerhalb Chinas hier bei uns in München haben und dadurch gute Kontakte entstanden sind in den letzten 11 Jahren. Askar Can hat es erwähnt. Mein erster Kontakt war eigentlich eine gemeinsame Pressekonferenz 2009 mit Askar Can anlässlich des 10-jährigen Jubiläums
der blutigen Niederschlagung, nein, damals noch unmittelbar nach der blutigen Niederschlagung von Ürümqi. Und seitdem hat es auch eine Reihe von Anträgen und auch mit Margarete Bause gemeinsamen Veranstaltungen gegeben. Ich erinnere mich, liebe Margarete, an eine Veranstaltung von Bündnis 90 Die Grünen und SPD im Bayerischen Landtag in unserem Senatssaal mit dem Weltkongress der Uiguren und ihrer damaligen Präsidentin Rabia Kader. Eine großartige Veranstaltung. Und tatsächlich ist es in den letzten Jahren immer mehr gelungen, das uigurische Thema auch in die Öffentlichkeit zu bringen. Umso schlimmer ist es eigentlich, dass dieses Thema zwar mehr Öffentlichkeit hat, aber die Menschenrechtsverletzungen in den letzten 10 Jahren deshalb nicht etwa abgenommen, sondern zugenommen haben in dramatischer Art und Weise. Ich denke, es gibt genügend Experten in dieser Runde, die diese Menschenrechtsverletzungen nochmal in weitaus kompetenterer und komplexerer Weise darstellen können, als ich dazu imstande bin. Deshalb überlasse ich das gerne den Nachrednern. Ich freue mich, dass unser Bayerischer Landtag auch an der einen oder anderen Stelle Zeichen setzen konnte. Wir haben erst im letzten Jahr anlässlich des 10-jährigen Jubiläums der Niederschlagung von Ürümqi einen Antrag fraktionsübergreifend verabschiedet, der die Solidarität mit den Uiguren zum Ausdruck bringt. Und wir haben gleichermaßen vergangenes Jahr einen Antrag gestellt, Freiheit für Ilham Tohti. Und Margarete Bause weiß das aus ihrer Erfahrung, dass es nicht selbstverständlich ist, dass die konservativen Kräfte im Bayerischen Landtag bei solchen Fragestellungen automatisch mit dabei sind. Diesen Antrag haben sie unterstützt. Und es freut mich auch ganz besonders, wenn ich etwas aus dem Nähkästchen plaudern darf. Man tut das eigentlich nicht, dass man, bevor so etwas veröffentlicht ist, in den Raum zu stellen. Aber es zeichnet sich ab, dass noch in diesem Jahr ein herausragender Vertreter der uigurischen Gemeinde in unserer Landeshauptstadt München eine hohe Würdigung des Bayerischen Landtags noch erfahren wird. Näheres erfahren Sie dann in Kürze aus der Presse. Auch, glaube ich, eine wichtige Anerkennung für die langjährige großartige Arbeit der uigurischen Gemeinde und ihrer Spitzen, ihres leidenschaftlichen Kampfes für die Menschenrechte. Margarete Bause hat dies zu Recht gewürdigt. Ich möchte mich auf vielleicht 3, 4 Punkte konzentrieren, was aus meiner Sicht wichtig ist. Margarete Bause hat vieles davon schon zusammengefasst und mir vorweggenommen. Ich glaube, dass es vor allen Dingen wichtig ist, wenn wir China Paroli bieten wollen, nicht nur in Menschenrechtsfragen, dass die Europäische Union mit einer Stimme spricht. In ihrem Grußwort hat die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Katharina Barley, ja eingangs formuliert, die Europäische Union sei gewissermaßen das Homeoffice der Rechtsstaatlichkeit. Schön wär's. Das ist leider nicht so. Wir wissen, dass mitten in Europa wir auch eine Regression von Demokratie erleben, weltweit ohnehin. Es gibt einen Brain Trust in Amerika, der formuliert hat, dass wir 3,6 Milliarden Menschen weltweit haben, die in weitgehend liberalen Demokratien leben. In der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts ist die Zahl der Demokratien und der Menschen, die in Demokratien leben dürfen, stets aufgewachsen. Aber seit 10, 15 Jahren ist das anders. Aus klassischen liberalen Demokratien werden illiberale Demokratien, aus illiberalen Demokratien werden autoritäre Systeme, aus autoritären Systemen wird Totalitarismus. Und wir müssen gar nicht weit schauen. Wir sehen das mitten in der Europäischen Union, dass dort beispielsweise mit Polen und Ungarn Fragestellungen aufgeworfen werden, auch menschenrechtlicher Art, mit Blick auf LGBTIQ, Diskriminierung beispielsweise in Polen, mit der Bekämpfung von Rechtsstaatlichkeit, mit dem Herausdrängen unabhängiger Journalisten aus dem freien Mediensystem, dass wir mitten in Europa auch Fragestellungen zu beantworten haben. Und das Problem ist, wenn Europa auseinanderdriftet, spricht es nicht mehr mit einer Stimme. Und dann hat natürlich eine neue Weltmacht wie die Volksrepublik China auch die Möglichkeit, den Spaltpilz mitten hineinzutreiben, was bereits der Fall ist. Europa muss sich überlegen, ob es wirklich sinnvoll ist, es zuzulassen, dass von Belgrad nach Budapest 1,5 Milliarden Investitionen aus China funktioniert, dass auch europäische Staaten sich immer mehr in kleinere, mittlere oder auch größere Abhängigkeiten begeben. Dann darf man sich nicht wundern,
wenn am Ende der Spaltpilz mittendrin ist und Europa nicht mit einer Sprache spricht. Deshalb, wir haben vor allen Dingen auch zunächst unsere eigenen Hausaufgaben zu erledigen. Nur dann können wir gemeinsam stark auftreten gegenüber der neuen Supermacht der Volksrepublik China. Der zweite Punkt ist, wir brauchen Klarheit im Text. Margarete Bause hat dies auf eindrückliche Art und Weise formuliert. Es muss möglich sein, dass sowohl die Europäische Union, aber natürlich auch die Bundesrepublik Deutschland die virulenten Fragestellungen mit der notwendigen Klarheit und Deutlichkeit anspricht, was in der Vergangenheit mitunter leider nicht der Fall war und ich es auch noch heute an der einen oder anderen Stelle, auch in meiner eigenen Partei im Übrigen, vermisse. Es geht nicht nur um Fragen von Delegationen in Peking, dass dort Menschenrechtsfragen angesprochen werden. Es geht nicht nur um die außenwirtschaftspolitischen Fragestellungen, die angesprochen wurden, sondern es geht um den Grundsatz, wie verhält sich Europa, wie verhält sich unser Land gegenüber der neuen Supermacht der Volksrepublik China. Da gab es Korrekturen. Es ist jetzt mittlerweile in Europa auch von einem systemischen Rivalen die Rede, was ich sehr begrüße. Aber es muss in jedem Fall klar sein, dass wir diejenigen sind, die die Standards setzen und nicht diejenigen, die den Standards der neuen Supermacht hinterherlaufen. Dritter Punkt. Ich bin der Meinung, dass wir unsere Naivität in Europa ein Stück weit aufgeben müssen. Manche sprechen davon, China sei auf dem Weg zur neuen Supermacht. China ist bereits eine neue Supermacht. Und man kann natürlich sich die Frage stellen, ob dies im Zusammenhang mit Amerika zu diesen oder mit jenen Problemen einhergeht. Aber ich glaube, wir brauchen deutlich selbstbewusstere Töne seitens Europas. Die Europäische Union muss dem chinesischen Weltordnungsmodell das europäische Modell entgegenstellen, also das Modell der Idee, die Katharina Barley eingangs hier präsentiert hat. Und wir müssen natürlich auch auf die Versuche Pekings reagieren, die Europäische Union zu spalten. Die EU muss den Anspruch geltend machen, China als eigenständiger und homogener Akteur gegenüberzutreten und dem chinesischen Weltordnungsmodell das europäische politische und gesellschaftliche Modell entgegenzusetzen. Drittens, wir müssen uns verabschieden von europäischer Naivität. Das gilt insbesondere auch für das Bundesland, in dem ich tätig bin. Weil in Bayern ist es beispielsweise so, dass wir das einzige Bundesland sind, das die Soft-Power-Konfuzius-Institute auch noch mit bayerischen Steuergeldern unterstützt. Insgesamt 345.000 Euro seit 2014. Das Konfuzius-Institut in Nürnberg erhielt 300.000 Euro für Raumkosten und für Personalausgaben und das in München immerhin 41.000 für eine projektbezogene Arbeit. Ich bin der Meinung, solche Soft-Power-Manipulationsinstrumentarien der Kommunistischen Partei gehören von demokratischen Institutionen nicht unterstützt, sondern genauestens unter die Lupe genommen. Und wenn ich dann an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen zu Gast bin, um dort mit den entsprechenden Leuten zu sprechen, auch mit der Konfuzius-Institutsleiterin, und mir dann entgegengehalten wird, Herr Rindersbacher, Sie kommen doch aus der SPD, Wandel durch Annäherung, wollen Sie denn etwa nicht mit China sprechen? Dann ist das natürlich eine völlige Verkehrung auch im historischen Kontext. Natürlich muss man auch mit jenen sprechen, die nicht die eigenen Prinzipien teilen. Gerade mit denen muss man sprechen. Aber natürlich in einer etwas anderen, weniger naiven Art, als mir das mitunter begegnet. Es geht darum, das Machtmodell von Xi Jinping salonfähig zu machen, auch unter Intellektuellen, auch unter naiven Parlamentariern und Politikern, wie das auch mehrfach beschrieben wurde, zuletzt auch in der Süddeutschen Zeitung, wo auch klar gemacht wurde, dass es sich da um ein Ungleichgewicht handelt. Denn wenn die Demokraten immer sagen, ja, ihr stellt jetzt mal eure Modelle bei uns vor, dann entsteht natürlich automatisch eine Unwucht, die, wie ich finde, wir aus demokratischer Sicht so nicht zulassen sollten. Viertens, wir brauchen klare Solidarität mit jenen, die sie im Moment mehr denn je brauchen. Natürlich mit den Uiguren, natürlich mit Tibet, im politischen Kontext mit Hongkong und perspektivisch offensichtlich auch mit Taiwan. Taiwan wird in diesem Jahr massiv unter Druck geraten. Wenn nur die Hälfte der Meldungen einigermaßen wahr ist,
dass die Militärübungen mittlerweile mitten über taiwanesisches Gebiet gehen, dann verstehe ich die Befürchtungen seitens Taipeh, dass Xi Jinping möglicherweise das am Ende sogar realisiert, was er im Januar 2019 angekündigt hat, nämlich zur Not auch mit militärischer Gewalt sich Taiwan einzuverleiben. Da, glaube ich, braucht es mehr Selbstbewusstsein der Demokratien. Demokratien sollten Demokratien unterstützen. Ich vermisse das auch mit Blick auf Taiwan und wünsche mir hier mehr europäisches, deutsches und auch bayerisches Selbstbewusstsein. Und den letzten Punkt hat Margarete Bause so gut dargelegt, dass ich ihn, glaube ich, nicht mehr näher ausführen muss. Ich erwarte von der bayerischen und deutschen Wirtschaft das ökonomische Engagement mit Blick auf die besondere Situation zu überprüfen. Im März diesen Jahres gab es ja eine neue Studie einer australischen Denkfabrik, wonach 83 Weltmarken von der wirtschaftlichen Ausbeutung der Uiguren ganz unmittelbar profitieren. Das sind Apple darunter, Huawei, aber natürlich auch Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Siemens, Puma und Adidas. Ich denke, man muss diese Unternehmen an ihre Verantwortung erinnern und nicht nur das, sondern wir brauchen eine klare Gesetzgebung mit Blick auf ein deutsches und auch auf ein europäisches Lieferkettengesetz, das die Firmen zwingt, in allen ihren Lieferketten deutlich zu machen, dass die Menschenrechtslage im Unternehmen ein entsprechendes Bewusstsein hat, dass ökologische Standards, Verbraucherschutzstandards, Arbeitnehmerstandards entsprechend gewahrt sind. Ich hoffe, dass dies noch in dieser Legislaturperiode in einer nicht verwässerten Form auf den Weg gebracht werden kann im Deutschen Bundestag. Das heißt, es gibt wahnsinnig viel zu tun und ich möchte mich deshalb abschließend nochmal bei der uigurischen Gemeinde, bei dir, lieber Asghar Can, und bei allen anderen für das großartige Engagement bedanken, dass dieses wichtige Thema immer wieder auch in den Mittelpunkt der Öffentlichkeit gerät. Wir bleiben da gemeinsam weiter dran. Vielen Dank, Markus Wintersbacher. Wir freuen auch auf weitere Zusammenarbeit. Das ist auch gut, im Bayerischen Landtag was zu machen und mit dir zusammen zu arbeiten. Und möchte ich mich im Namen der uigurischen Gemeinde bei dir ganz herzlich bedanken. Und jetzt gebe ich das Wort an Professor Johannes Küchler. Er ist Professor an der TU Berlin und er war als Gastprofessor in Urumqi und Peking. Jetzt haben Sie das Wort, Professor Johannes. Bitte schön. Für mich ist das eine ungewöhnliche Situation, an so einer Runde teilzunehmen. Ich bin kein Sinologe und auch kein Turkologe, auch kein Politikwissenschaftler und ich kenne auch Ilham Tohti nicht persönlich. Also mein Beitrag ergibt sich aus der Sache, dass Beginn der 80er Jahre über längere Zeiträume Kontakte mit chinesischen Kollegen in Xinjiang, also mit Kollegen in Xinjiang hatte. Seit 1979 arbeite ich an der Fakultät Planen, Bauen, Umwelt der TU Berlin und Sie können sich vielleicht noch, waren die akademischen Beziehungen mit China noch relativ verkrampft, geprägt von viel Unsicherheit und gegenseitiger Unkenntnis. Das änderte sich dann schlagartig mit der Öffnungspolitik unter Deng Xiaoping. Und so kam es, dass man uns, ein Team von Geowissenschaftlern an der TU einlud, ausgerechnet mit Kollegen in Xinjiang zusammenzuarbeiten, was wir vorher noch für unmöglich gehalten hatten, wegen der Atombombentests und der angespannten Beziehungen zur Sowjetunion. Zwischen 1983 und dem Beginn war ich beteiligt an Projekten, die sich mit Umweltfragen in Xinjiang beschäftigten, wobei es vor allem um den Wasserverbrauch, die Versalzung von Böden und die Zerstörung von Vegetation ging. Unsere Kooperationspartner waren die Umweltbehörden, die Xinjiang-Universität, die Akademie der Wissenschaften und vor Ort das Produktionskorps. Diese quasi militärische Organisation sahen wir stärker als ein Instrument in der Konfrontation mit der UdSSR und weniger als ein Herrschaftsinstrument gegenüber den Uiguren. Und die Umweltschäden interpretierten wir als Folgen der modernen industriegemäßen Landwirtschaft, ähnlich wie in der Sowjetunion und in den USA.
Das heißt, die ethnische Dimension dieser Zerstörung blendeten wir weitgehend aus. Nur einer in unserem Team war schon früh besorgt über die Marginalisierung der Uiguren und ihre traditionelle Ureinwohner. Aber die anderen waren geneigt, seine Kritik zu überhören. Waren unsere Kollegen in Xinjiang fast durchweg Han-Chinesen. Die Älteren unter ihnen sprachen mit Herzlichkeit über ihre Kontakte mit Uiguren und Kasachen bei den Forschungsarbeiten im Gelände. Die Alltagsbeziehungen zwischen den Han und Uiguren waren entspannt und man kann sogar sagen freundlich. Es gab kein gegenseitiges Misstrauen, aber es gab eine zwischen zwei Parallelgesellschaften. Ich erinnere mich, dass ich in den 90er Jahren eingeladen war bei einem Beschneidungsfest eines uigurischen Kollegen in Urumqi. Unter den mehr als 200 Teilnehmenden gab es damals keinen einzigen Han-Chinesen. Ich finde, das besagt sehr viel. Also diese kulturelle Distanz verwandelte sich in den 90er Jahren schrittweise in eine politische, in eine politisierte. Vorsicht und Misstrauen prägten jetzt die Beziehungen zwischen den Han und Uiguren. Aus der Sicht der Kommunistischen Partei ergab sich mit der Auflösung der Sowjetunion eine potenziell bedrohliche Situation. Wie nehmen denn die Uiguren, die Kasachen und die Kirgisen, besonders ihre Vertreter in der akademischen Intelligenz, diese politische Emanzipation in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion wahr? Die Xinjiang-Universität und die anderen Hochschulen haben eine große Breite. Jeder Absolvent, jede Absolventin ist ein Multiplikator. Folglich verschärfte sich hier die amtliche Überwachung der Lehre. Und der einzelne Hochschulangehörige begegnete dieser Überwachung mit Resignation, mit Opportunismus und mit Selbstzensur. Mit diesem Problem hatte es Ilham bald auch zu tun. Zwar arbeitete er weit entfernt von der alltäglichen Repression in der renommierten Minzu-Universität für nationale Minderheiten im fernen Beijing, aber mit Wirtschaft und Gesellschaft im Mittelpunkt von Lehre und Forschung konnte es nicht ausbleiben, dass Ilham in Widerspruch kam mit den Dogmatikern der Partei. Ein freier Diskurs über wachsende interethnische Ungleichgewichte, selbst wenn er solide evidenzbasiert ist, war nicht möglich. Ab 1994 hatte er Schwierigkeiten, die sich zwischen 1999 und 2003 schrittweise zum vollständigen Berufsverbot verdichteten, obwohl er ja nach seiner Autobiografie noch schreibt, dass er 2003 noch offiziell Staff-Member geworden ist, also Mitglied seines Institutes. Trotz Jahrtausendwende also noch einen relativ offenen Austausch zwischen uigurischen Akademikern untereinander und mit dem Ausland. Die harte Wende zur radikalen Repression brachte erst der Machtantritt von Xi Jinping 2012 und der von Chen Quanguo 2016. Nun wurden plötzlich viele Haft- und Todesstrafen gegen moderate uigurische. Ilham gehörte zu den ersten. Fast immer gab es den, nach meinem Kenntnisstand, absurden Vorwurf des Separatismus. Gemessen an der vorsichtigen Haltung von Mao gegenüber den nationalen Minderheiten in den 50er Jahren vollzieht die Partei also mit dem Urteil von 2014 eine radikale Rolle rückwärts. Sie bedient sich jetzt des tief sitzenden Klischees von den unzivilisierten Barbaren im Westen. Sie unterstützt rassistische Sentiments im Sinne eines Kosmos, statt Freiräume für die Entfaltung von Autonomie zu gewährleisten, wie sie Ilham. Sie will keine gemäßigten Uiguren, Touristen. Und Ilhams Haltung war sehr gemäßigt, fand auch die Zustimmung bei Han-Chinesen. Er propagierte den interethnischen Dialog und verfolgte nicht eine Sezession. Im Rückblick erfolgt der Umgang der Partei mit Ilham als ein früher Indikator für die ab 2012 mit dem Dokument Nummer 9 einsetzende Disziplinierung des Denkens. Erst 5 Jahre nach seiner Verurteilung, im Dezember 2019, erreichte diese Disziplinierung auch das weltoffene Shanghai. Es war dann die angesehene Fudan-Universität,
die sich dem Diktat der Partei beugen musste und ihr Leitmotiv aufzugeben hatte, nämlich also Unabhängigkeit der Wissenschaft, Freiheit des Denkens. Damit war es jetzt vorbei. Die Partei erwartet unter Xi Jinping von der Wissenschaft ein Spagat. Einerseits Höchstleitung, Weltniveau, hohe Belohnung, hohe investive Unterstützung. Andererseits politische Unterwerfung. Die ausländischen Partner haben dieses Diktat versucht zu verdrängen, in der Hoffnung auf eine Sozialdemokratisierung Chinas. Mit diesem Wunschdenken ist es jetzt endgültig vorbei. In den USA und in Europa diskutieren wir über die zukünftigen Formen des Austausches mit chinesischen Partnern. Kommerzielle Interessen stehen moralisch-ethischen Bedenken gegenüber. Diese unterschiedlichen Pole und Verhaltensweisen, also der Cambridge einerseits und des Verlags Springer Nature auf der anderen Seite, sind aktuelle Belege. Verraten wir unsere eigenen Werte? Ilham erinnert uns an ihre Bedeutung. Wir wollen den Austausch mit China fortsetzen. Aber jeder Kultur- und Sozialwissenschaftler, jeder Natur- und Ingenieurwissenschaftler muss sich immer wieder die Frage stellen, ab wann werde ich zum Kollaborateur? So viel jetzt zunächst mal. Vielen herzlichen Dank, Professor Herr Küchler, für dieses informative Statement. Und in Zukunft bleiben wir auch in Kontakt mit Ihnen. Vielleicht dann gibt es Bereiche, wo wir zusammenarbeiten können. Und jetzt wollte ich eigentlich das Wort an Herrn Sens geben, aber er ist wahrscheinlich kurz, er ist wieder da. Herr Dr. Adrian Sens ist ein China-Experte. Mit seiner wissenschaftlichen Arbeit wurde die Lagersache eigentlich in der Weltöffentlichkeit bekannt und wurde auch ernst genommen. Wenn man auch vorher schon darüber wusste, man hatte keine Belege, aber mit seiner Arbeit wurde das also bestätigt und belegt. Jetzt haben Sie das Wort, Herr Dr. Adrian Sens. Bitte schön. Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung zu diesem wichtigen Event heute. Ja, die Verhaftung von Ilham Tohti im Januar 2014, sie steht vor dem Hintergrund einer grundlegenden Veränderung in Chinas Politik gegenüber den Minderheiten, gegenüber Glaubensgruppierungen. Eine Veränderung, die unter der Präsidentschaft von Xi Jinping stark zugenommen hat, die aber schon vorher begann. Nachdem die kommunistische Regierung Regionen wie Xinjiang und Tibet mit Truppengewalt einnahm, waren ethnische Beziehungen besonders schwierig. Religiöse Institutionen und Gruppen waren in der Zeit dann auch der Kulturrevolution besonders stark verfolgt. In den Minderheitenregionen und unter den Uiguren war die Verfolgung besonders stark ausgeprägt. Unter der darauffolgenden Liberalisierungspolitik von Deng Xiaoping wurde dann nicht nur die Wirtschaft liberalisiert. Auch religiösen Gruppen und ethnischen oder ethnoreligiösen Minderheiten wurde eine neue Toleranz entgegengebracht. Wichtig zu verstehen allerdings ist, dass beide Formen der Liberalisierung grundsätzlich, wie wir jetzt erkennen, schon immer als temporäre Maßnahmen angelegt waren, um die Unterstützung der Bevölkerung und der Minderheiten nach diesen verheerenden Unterdrückungen der Kulturrevolution neu zu gewinnen. Dengs Reformen waren nicht wirklich darauf angelegt, die ideologische Ausrichtung der kommunistischen Parteien nachhaltig zu verändern. Sie repräsentierten einen geschickten Kompromiss. Unter Xi Jinping merken wir, dass aufgrund des wirtschaftlichen Erfolges Chinas diese Kompromisslösung zuletzt in erstaunlichem Tempo zurückgefahren wird. Deng Xiaoping merkte, dass sein Land in den späten 70ern sowohl ideologisch als auch wirtschaftlich am Ende war. Sein geschickt pragmatischer Ansatz bestand darin, die Praxis und Ideologie des Kommunismus am Zügel zu halten, damit sich unter anderem die Wirtschaft und die Gesellschaft frei entfalten konnten. Alternative Ideologien und Religionen
und Kulturen durften sich wieder ungezügelter ausbreiten, damit die Gesellschaft wieder etwas aufleben konnte und die Regierung nicht mehr als so repressiv angesehen wurde. Diese Maßnahmen, die einen deutlichen Kompromiss mit kommunistischer Basisideologie darstellten, öffentlich vermarktet nach wie vor als Sozialismus mit chinesischer Prägung, waren als eine Übergangslösung angelegt. Auf diese Weise sollte die materielle und gesellschaftliche Basis für die nächste Stufe der sozialistischen Revolution geschaffen werden, die zu diesem Zeitpunkt nach Dengs Erkenntnis noch nicht stark genug war. Unter den nachfolgenden Regierungen unter Jiang Zemin und Hu Jintao wurden religiöse Institutionen und Strukturen schon wieder zunehmend unter staatliche Kontrolle gebracht. Auch die Assimilierungstendenz gegenüber den Minderheiten nahm wieder graduell zu, insbesondere sehr erfolgreiche geistliche Bewegungen, die eher dezentralisiert strukturiert waren und sich staatlich nicht leicht überwachen ließen, wurden auch zunehmend massiv unterdrückt. Die Entwicklung dieser letzten 1 bis 2 Jahrzehnte können im Grundsatz an 2 Drehpunkten festgemacht werden. Erstens die Bedrohung der ideologischen Vormachtstellung der Partei durch ihren eigenen und zunehmend offensichtlichen geistlich-ideologischen Bankrott. Zweitens die Bedrohung der Einheit Chinas durch größere Minderheiten wie Uiguren oder Tibeter, die durch rein materiellen Fortschritt nicht enger an die chinesische Kerngesellschaft angebunden werden konnten, sondern die im Gegenteil eine immer stärkere eigene ethnokulturelle Identität entwickelten, nicht auf eine wirklich politische Unabhängigkeit zuarbeiteten. Aber das wurde von der chinesischen Regierung dennoch als ein Kontrollverlust und als eine essentielle Bedrohung wahrgenommen. Diese Stärkung der eigenen Identität stand oft mit geistlich-religiösen Wiederbelebungsbestrebungen im Zusammenhang, was das Ganze für Peking noch problematischer machte. Die beispiellose Unterdrückung von Religion und traditioneller Kultur unter Mao Zedong schuf eine Art von geistlich-kulturellem Vakuum, das in den Worten des Autoren Ian Johnson nach dem Ende dieser Schreckenszeit zu einer beispiellosen Explosion von geistlich und alternativkulturellem Wachstum führte. Die Kulturrevolution führte zu einem kulturell-moralischen Orientierungslosigkeit, einem identitären Bewusstseinsverlust. Bei den ethnischen Minderheiten führte dies danach umso mehr zu einer Rückbesinnung auf eigene Kultur, Sprache und geistliche Traditionen. Schon unter Hu Jintao wurde erkennbar, dass die Grenzen des kommunistischen Materialismus nicht nur an ihre Grenzen stieß, sondern sich als handfester Fehltritt erwies. Mit wachsendem Wohlstand und Modernisierung ging auch ein Werteverfall in der zunehmend individualistischen Gesellschaft einher. Dieser Werteverfall war in der Partei besonders schmerzlich, unter den eigenen Kadern besonders dramatisch erkennbar. Unter den Kadern nahm die Korruption, der Nepotismus und der Abstand zum Volk immer weiter zu. Das materialistische Erfolgsmärchen der Partei deckte ihren eigenen geistlichen Bankrott schonungslos auf. Auch eine wachsende Zahl von Regierungsbeamten und Han-Chinesen sowie Minderheiten wandten sich verdeckt oder offen alternativen, ideologischen, spirituellen Praktiken und Gruppierungen zu. Für die Regierung war die wachsende ideologische Unterhöhlung ihres Selbsts ein Warn- und Weckruf. Dies hatte zur Folge, dass einerseits die ideologische Arbeit und Propaganda immer stärker zunahm, andererseits religiöse und geistliche Bewegungen immer offener unterdrückt werden. Bereits unter Hu Jintao nahm die Repression unter den Tibetern, Uiguren und christlichen Hauskirchen im Vergleich zu den 80ern und frühen 90ern deutlich zu. Er führte moralische Erziehungskurse im Bildungssystem ein, in der Form einer staatlich gelenkten Alternative zu religiösen bzw. traditionellen Moralstrukturen und Wertesystemen. Weiterhin propagierte Hus Regime die wissenschaftliche Entwicklungsweltsicht, eine moderne, fortschrittliche Weltanschauung, die strategisch eingesetzt wurde, um alternative Weltansichten unter anderem der Minderheiten oder ihrer Religion als rückschrittlich, veraltet bzw. unwissenschaftlichen Aberglauben an den Rand des gesellschaftlichen Geschehens zu drängen. Die Ereignisse von 2008 und 2009, die Unruhen und Erhebungen in Lhasa und Urumqi, Grundlage für eine Kompromisslosigkeit, der Ilham Tohti dann ein paar Jahre später zum Opfer fiel. Tohtis Schicksal ist paradigmatisch für eine chinesische Minderheitenpolitik,
die das eigene Scheitern nicht zugibt, sondern stattdessen ihre Lösung in der Masseninternierung ganzer ethnischer Gruppierungen in Lagern sucht. Einerseits kann Xi Jinpings ideologische Rückbesinnung als eine Rückkehr zur autoritär-ideologischen Schiene von Mao Zedong interpretiert werden. Andererseits reflektiert dies aber auch ganz einfach die konsequente Weiterentwicklung des langfristigen Ziels einer hochentwickelten sozialistischen Gesellschaft bzw. Kultur. Unter Xi Jinping ist Chinas materielle Basis stark genug für eine solche ideologische Rückbesinnung und das Land besitzt die technologische Basis für einen starken Überwachungsstaat. Die Konsequenzen dieser Rückbesinnung und dieser Rückkehr zum ursprünglichen Kurs merken wir Europäer jetzt ja auch ganz besonders in einem neuen, erstarkten, selbstbewussten China. Allerdings ein Selbstbewusstsein, das sich auf eine sehr problematische, konfrontative und kontrollierende Art und Weise ausdrückt. Der traurige Höhepunkt des Kampfes der Partei um die ideologische Vormachtstellung im eigenen Land stellt mit absoluter Sicherheit die beispiellose Umerziehungskampagne in Xinjiang dar. Was in Xinjiang passiert, kann als Experiment der Partei für das ganze Land verstanden werden. Was sich in den politischen Umerziehungslagern abspielt, ist nichts anderes als ein brutal geführter Kampf darum, womit sich der Mensch am tiefsten und am nachhaltigsten identifiziert. Die Umerziehung ist gezielt darauf ausgelegt, bisherige Identitätsbindungen und Strukturen nachhaltig und unter der Einwirkung tiefer Traumata zu brechen und die Menschen innerlich an die Partei zu binden. Es wäre logisch und konsequent, wenn die Regierung Peking aus der Umerziehungskampagne in Xinjiang gezielt lernt, wie man Menschen transformiert und das dann auf das Rest des Landes anwendet. Experten haben solch ein System als die Automatisierung des sozialistischen Gesellschaftsmanagements bezeichnet. Im Nachhinein eine Übersicht können wir Pekings Schritte in Xinjiang wie folgt nachvollziehen. Wie wir wissen, wurde Ilham Tohti im Januar 2014 verhaftet. Im Februar 2014 schickte Xinjiangs damaliger Parteisekretär Zhang Chunqian zum ersten Mal Zehntausende damals von Regierungsbeamten in sogenannte Arbeitsgruppen in uigurische Dörfer, um die Menschen gezielt auszuspionieren. Im April 2014 forderte Präsident Xi Jinping Wochen nach dem blutigen Angriff auf den Bahnhof in Kunming die Regierung in Xinjiang zu drastischen Maßnahmen auf. Die Uiguren benötigten eine, Zitat, Phase der schmerzhaften, eingriffsartigen Behandlung. Zitat Ende. Im August 2014 wird Ilham Tohti verurteilt. Das ganze Jahr 2014 ist in der Region davon geprägt, dass ein beispielloser Überwachungsstaat aufgebaut wird. Kameras, Datenbanken. Im März 2016 waren Xinjiangs damaliger Parteisekretär Zhang Chunqian, Tibets damaliger Parteisekretär Chen Quanguo und Präsident Xi Jinping alle gleichzeitig in Peking zu den sogenannten Two Sessions. Es ist wahrscheinlich, dass der Plan zur Umerziehungskampagne dort konkret besprochen und abgesegnet wurde. Im August 2016, nur wenige Monate später, nimmt Chen Quanguo dann, wie kurzfristig erst bekannt wird, das Amt des Parteisekretärs von Xinjiang auf. Er beginnt sofort und ohne Verzögerung damit, Xinjiang wie Tibet in einen Polizeistaat umzuwandeln. Durch die rapide, massenweise Rekrutierung von Polizei und einem drastischen Ausbau der Überwachungssysteme schafft Chen innerhalb von nur 6 Monaten die Voraussetzung dafür, mit der Masseninternierung von anfänglich 1 und dann später bis zu ca. knapp 2 Millionen Minderheiten zu beginnen. Kurz nach diesem August, im Herbst, berichten dann die rückkehrenden Arbeitsgruppen, die monatelang in uigurischen Dörfern gelebt haben, von ihren Erkenntnissen. Diese Erkenntnisse liefern wichtiges Material für die darauffolgende Internierungskampagne. Am 1. März 2017, nach dem chinesischen Neujahrsfest, sind Hunderttausende staatliche Regierungsbeamte in Arbeitsgruppen eingeteilt, in uigurischen Dörfern bereit stationiert. Sie beginnen ihre Arbeit und füllen detaillierte Listen aus.
Dieses Datenmaterial bestimmt in den kommenden Monaten, wer ins Lager kommt. Am 29. März 2017 veröffentlicht die Regionalregierung von Xinjiang dann den Erlass zur Deextremifizierung, der eine quasi legale Basis für die extralegale Internierung von Minderheiten in Umerziehungslagern für die Umerziehung durch Bildung schafft. Gleichzeitig baut der Staat Schulen zu Vollzeitinternaten um, baut Vorschulen und Kindergärten in riesigen, gigantischen Zahlen. Hier handelt es sich um eine dramatische Beschleunigung des ursprünglichen 5-Jahresplans. Im Jahr 2018 geht die Internierungskampagne weiter. Viele Menschen kommen jetzt in größere Lager, die überfüllter sind, mit schlechteren Bedingungen. In der zweiten Hälfte 2018 baut die Regierung massenweise Fabriken, um die Internierten von den Lagern in die Zwangsarbeit zu schleusen. Mittlerweile leben viele Kinder von ihren Eltern getrennt in Internaten. Säuglinge und Kleinkinder werden in Fabrik-Kindertagesstätten betreut, während ihre Mütter in Satellitenfabriken in Dörfern arbeiten. In der ersten Hälfte 2019 werden viele Lagerentlassen entlassen. Viele der sichtbaren Sicherheitsmerkmale der Lager wie Stacheldraht oder Wachtürme werden entfernt. Einige Lager werden der westlichen Presse vorgeführt. Währenddessen werden viele Lagerinsassen zu langen Gefängnisstrafen verurteilt. In dieser Hinsicht ist Ilham Tohtis Schicksal in vieler Hinsicht ein Vorreiter für das, was dann massenweise geschah. Ebenfalls im Jahr 2019 läuft die Kampagne des demografischen Genozids auf Hochtouren. Geburtenverhinderungsmaßnahmen reduzieren das Bevölkerungswachstum in Minderheitenregionen auf nahezu null, in manchen Gegenden unter null. Dokumente belegen Pläne, große Prozentsätze von geburtsfähigen Frauen zu sterilisieren. Anfang 2020 lädt Peking Vertreter der UNO nach Xinjiang ein. Diese Einladung wird im September gegenüber Vertretern der EU dann wiederholt. Peking hat in den letzten 1,5 Jahren die Situation in Xinjiang auf eine Langzeitstrategie umgestellt. Die Region wird zu einer Art Theresienstadt, wenn man sich erinnert. Die Brücken zu den Minderheiten, die Ilham Tohti mit viel Umsicht aufbauen suchte, sind endgültig abgebrannt. Die Situation in Xinjiang gleicht einer Endlösung, aber einer Endlösung ohne Massentötung und ohne schnelles Ende. Die Gräuel in Xinjiang sind ein Anfang ohne Ende, ein Trauma, das scheinbar keinen Ausweg hat. Lagerentlassungen finden statt, die keine wirklichen Entlassungen darstellen. Die Welt hat in vieler Hinsicht noch nicht wirklich begriffen, an welchem Punkt wir hier stehen und an welchem Punkt die Uiguren stehen. Ich denke, auch unsere Bundesregierung ist in dieser Hinsicht deutlich zu naiv. Es wird höchste Zeit, dass unser Land und dass die EU das Regime in Peking in Bezug auf der Art und Weise beurteilen, wie es mit seinen hilflosesten Bürgern umgeht. Insbesondere den Uiguren. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Adrian Senz. Wir brauchen Ihre wissenschaftliche Arbeit und die Weltgemeinschaft braucht das. Hoffentlich bleiben wir auch in Kontakt. Natürlich werden Sie auch im Bayerischen Landtag mit Herrn Markus Rindersbacher sehr gerne empfangen. Dann schönen herzlichen Dank. Ja, danke. Jetzt als unser letzter Redner ist das Herr Ulrich Delius, der Direktor der Gesellschaft für bedrohte Völker, der auch wirklich sehr, sehr lange uns begleitet und viel mehr weiß als über Uiguren. Und jetzt hast du das Wort, Ulrich. Bitte schön. Ja, herzlichen Dank, Özkan, für die freundliche Einladung, da mit dabei zu sein. Das ist natürlich eine tolle Sache. Ich wurde gebeten, aus der europäischen Perspektive mal darzustellen, was hat denn Ilham Tohti für uns Menschenrechtler hier in Europa für eine Bedeutung gehabt, um das Thema Verfolgung der Uiguren überhaupt publik zu machen. Und ich denke, die Bedeutung kann man nicht hoch genug ansetzen. Man muss vielleicht nochmal zurückschauen, was für eine Zeit war das damals, als Ilham besonders stark unter Verfolgung litt, so zwischen 2006 und 2010 eben, 2012, wo es diverse Zwischenfälle gab, wo er massiv selber bedroht wurde, seine Familie bedroht wurde und sich das abzeichnete, dass er bald verhaftet würde. Es war eine extrem schwierige Zeit, in der Uiguren in der
allgemeinen Wahrnehmung der Bevölkerung und auch vieler Menschen in der Politik hier in Europa eben noch sehr unbekannt waren und es sehr, sehr viele Vorbehalte auch gab. Können Muslime verfolgt sein? Können sie so stark bedroht sein, dass ihr Untergang droht? Haben viele gefragt. Man hat sich sehr schwer getan, in Teilen der Politik und auch der Öffentlichkeit, diese uigurischen Themen als die anzunehmen und ernst zu nehmen, die sie sind. Und man hatte die Diskussion von Seiten Chinas ausgeführt und den Versuch über Jahre geführt, vor allen Dingen nach den Attentaten des 11. September, die Uiguren zu diskreditieren als potenzielle Terroristen etc. etc. Das war sehr, sehr schwierig, auch für uns als Menschenrechtsorganisation. Und dann kam Ilham Tohti. Und Ilham Tohti war der Erste, der in der Wahrnehmung vieler Menschen hier in Europa, Uigure, der noch nicht mal in Ostturkestan lebt, sondern in Peking lebt, plötzlich ganz anderes propagierte, für Verständigung eintrat, sehr stark eben wahrgenommen wurde als Brückenbauer. Er war auch einer der ersten Wissenschaftler, uigurischen Wissenschaftler, die massiv dann unter Verfolgung litten. Und ich denke, das unterscheidet ihn jetzt nochmal von den vielen Hunderten, die jetzt in den letzten Jahren in Umerziehungslager eingewiesen wurden, zum Teil auch später zu Gefängnisstrafen verurteilt wurden. Er war jemand, der sehr bekannt war bei westlichen Botschaften, der sehr bekannt war bei westlichen Journalisten in der Volksrepublik China. Er war im Prinzip für viele dort lebende Menschen, die sich professionell mit China auseinandersetzen mussten, war er derjenige, der erklärte, was sind die Hintergründe überhaupt dieses Aufbegehrens der Uiguren, was passiert da in Ostturkestan, warum sind die Menschen nicht damit zufrieden, wie Chinas Regierung mit ihnen umgeht. Und ich glaube, da hat er eine wahnsinnig große Funktion gehabt in dieser Zeit, dass er vielen Mitarbeitern von Botschaften westlicher Staaten dort ein bisschen die Hintergründe erklärt hat und viele Tore geöffnet hat, um dann später bei ihnen auch ein Umdenken festzustellen, was die Wahrnehmung eben der Verfolgung von Uiguren angeht. Er war letztlich einer von diesen Leuten aus dem System auch. Das darf man nicht vergessen. Er war jetzt nicht der Weltkongress der Uiguren. Er war nicht ein Vertreter einer im Exil lebenden Organisation. Er war Professor dort, er hat lange gelehrt, er hat mit Diplomaten verkehrt. Das war seine Welt. Und viele haben wahrgenommen, dass er sehr engagiert und kritisch die chinesische Politik verfolgte, aber er war jetzt nicht er war kein Systemfeind in Anführungszeichen, wie ihn China gerne heute darstellen möchte. Er war früh einer der prominentesten politischen Gefangenen in der Volksrepublik China. Und was ich denke, hier in Europa die meisten Menschen überzeugt hat und für ihn eingenommen hat, das ist sein friedfertiges Engagement. Er stand plötzlich für was ganz Neues, wenn man sich mal Ostturkestan anschaut. Wie war die Darstellung sonst? Ja, es gab Zusammenstöße, es gab Gewalt, auch von Uiguren ging zum Teil Gewalt aus, noch stärkere staatliche Gewalt gegenüber ihnen. Und er plötzlich mit seiner Botschaft der Friedfertigkeit. Das, denke ich, hat sehr, sehr viele Menschen hier in Europa fasziniert und sie haben sich mehr mit ihm auseinandergesetzt. Und als er dann verhaftet wurde und auch unter fadenscheinigsten Bedingungen dann letztlich in Gerichtsverfahren verurteilt wurde, hat man eben auch immer mehr Interesse an dieser Person gezeigt. Wie kann so ein Mensch in so einem Terrorismusverfahren, Separatismusverfahren dann letztlich abgeurteilt werden? Und da gab es für uns, wir hatten da den Eindruck, das war so das erste Mal, dass richtig mal europäische Ministerialbeamtinnen und Beamte einen realistischen Blick drauf kriegten, wie das ist, wenn man in
Ostturkestan Rechte versucht einzufordern, ganz normale Rechte, die in Gesetzen stehen, die in der Verfassung stehen, und dass man da eben auch als rechtschaffener Professor plötzlich in lebensbedrohliche Zustände kommt. Und ich denke, das war sein Engagement für Rechtsstaatlichkeit, für die Beachtung chinesischer Gesetze. Das sind viele Menschen sehr beeindruckt, auch viele, die in entscheidenden Positionen in Verwaltung, Politik hier arbeiten. Und er hat letztlich das auf den Tisch gebracht, zu was China sich, die Volksrepublik China und ihre Machthaber sich rechtlich verpflichtet hatten. Und das war die Stärke seiner Botschaft. Er hat ja nicht mal so viel selbst dazu beigetragen, sondern er hat nur immer wieder gemahnt und hat gesagt, was ist denn mit dem Autonomiegesetz? Wie geht ihr denn um mit der Situation hier? Wie geht ihr um mit den Protesten der Menschen? Warum zeigt ihr so viel Missachtung, so viel mangelnden Respekt, so viel, ja, letztlich war es sogar noch mehr. Es war eine Form von Rassismus, die gegenüber Uiguren, aber auch gegenüber Kasachen zum Beispiel gezeigt wurde. Und das hat er ihnen vorgeworfen. Und er blieb nicht dabei beim Vorwurf, und das ist, denke ich, seine ganz große Stärke, sondern er hat gesagt, okay, ich will was tun, um das abzubauen. Ich will meinen chinesischen Landsleuten mehr vermitteln, was wollen denn die Uiguren? Und dieses Engagement, das kann man, glaube ich, nicht hoch genug bewerten, dass er dann versucht hat, auf diversen Wegen in chinesischer Sprache eben Han-Chinesen, der Angehörige der Mehrheitsbevölkerung, über die Hintergründe dieses Aufbegehrens der Uiguren zu informieren. Und für uns war eigentlich klar, als er so verurteilt wurde, es war wirklich ein Einschnitt in jahrzehntelanger Arbeit für Menschenrechte der Uiguren, dass wir gesagt haben, jetzt ist die Botschaft klar. Dieses Land, diese Volksrepublik China, dieser chinesische Staat will keine Lösung, keine politische Lösung der Konflikte in Ostturkestan oder in Xinjiang, wie sie es bezeichnen, sondern sie wollen einfach ihre Politik dort durchsetzen. Sie wollen Uiguren ausgrenzen. Sie wollen die Zwangsassimilation, und sie kennen kein Pardon mit denjenigen, die diesen Kurs kritisieren, die diesen Kurs diffamieren und eben auch überhaupt mal publik machen und das aufzeigen in der Öffentlichkeit. Und ich denke, das war diese große Zäsur, die wir in der Menschenrechtsarbeit zu Ostturkestan erleben. Seine Verurteilung bedeutete, dieses Land steht vor einem Scheiterhaufen, wenn es um seine Nationalitätenpolitik geht. Und die Verurteilung war einfach das deutliche Zeichen dafür, wir müssen anders mit dem Land umgehen. Wir brauchen auch einen anderen Diskurs der Politik hier. Und insofern, denke ich, kann man seine Bedeutung nicht hoch genug einschätzen. Und was wir dann versucht haben, ist, auf sein Schicksal aufmerksam zu machen. Er darf nicht vergessen werden, nicht heute, nicht in den nächsten Jahren, dass er noch immer im Gefängnis sitzt, dass er noch immer nicht oft keinen Kontakt zu seiner Familie hat, dass seine Familienangehörigen dazu gezwungen werden, über ihn und seinen Zustand zu schweigen. Das sind einfach absurde Zustände. Und wir haben dann versucht, ihn bekannter zu machen über Menschenrechtspreise. Frau Bause war selber dabei, als ihm in Weimar, der kleinen Stadt Weimar, der Menschenrechtspreis verliehen wurde. Damals haben wir nicht gedacht, dass es mal zum Sacharow-Preis reichen würde in Straßburg, aber es hat gereicht. Und auch das fand ich war eine Wahnsinnsgeschichte letztlich, weil wir sind da reingestartet mit null Unterstützung irgendeiner politischen Fraktion. Und dass er den dann bekommen konnte, finde ich, spricht einfach nicht irgendwie für unser Engagement oder so, sondern spricht für diese Persönlichkeit, diese außerordentliche Persönlichkeit, die eben dann so überzeugend war, dass Leute aus unterschiedlichsten Fraktionen gesagt haben, der ist es, den sollten wir hier bekannter machen, dem hilft es vielleicht, wenn er den Sacharow-Preis kriegt, dass endlich er nicht vergessen wird und dass man über ihn redet. Und so, ich denke, in diesem Tenor sollten wir auch weiter versuchen, auf sein dramatisches Schicksal aufmerksam zu machen und deutlich zu machen, dass er eben eine Botschaft noch immer hat, die Botschaft des Dialogs,
es muss ein Zusammenleben geben zwischen Han und Uiguren. Und ich denke, er war einer der Architekten, der aufgezeigt hat, wie könnte sowas sein und wie könnte sowas aussehen. Und damit müssen sich alle stärker auseinandersetzen, damit diese Region irgendwann hoffentlich mal friedlichere Zeiten und mehr Respekt der Menschenrechte erlebt, als er heute erfährt. Dankeschön. Dank, Ulrich Delius. Du warst pünktlich und war sehr, sehr informativ, dein Beitrag. Und jetzt haben wir 15 Minuten Zeit, um die Fragen zu beantworten. Und die Zuschauer oder Zuhörer können gerne ihre Fragen an die gewollte Referentin oder Referente direkt die Fragen stellen. Und jetzt nehme ich bitte, machen wir also Mikrofon auf, auch für Zuschauer. Und jeder, der eine Frage stellen will, soll bitte ihre Hand aufheben, dann sehen wir das von. Zwischenzeitlich, ich möchte den allen verspätet begrüßen. Vielen, vielen Dank für das Mitmachen und ich grüße euch, Dr. Sens, Professor Büchner, liebe Margarete, Ulrich und Askarcan. Also ich sehe keine Fragen. Und Herr Küchler, Sie möchten sich zum Wort melden. Bitte schön. Ja, ich bin ich fand den Vergleich von Herrn Zenz mit der Situation in Theresienstadt für mich sehr hilfreich. Ich habe ein großes Problem damit, dass in einer verkürzten Form jetzt von Genozid gesprochen wird. Ich fand die vorherige Formulierung kultureller Genozid angemessen, aber nur das Wort Genozid einfach so zu gebrauchen, das ist für mich als Menschen, der in Deutschland aufgewachsen ist und der sich noch gut erinnern kann an das, was bis 1945 passiert ist, da glaube ich, ist doch etwas mehr Vorsicht geboten. Und ich wäre froh, wenn Sie das entweder etwas stärker begründen, wenn Sie von Genozid sprechen, ich meine Sie vom Ilham Tohti Institut, oder dass man sich vielleicht doch dann auf den Begriff kultureller Genozid einlässt. Vielleicht können die anderen dazu auch etwas sagen. Ja, Herr Sens, bitte schön. Ja, ich nehme gerne kurz Stellung. Ich schließe mich diesen grundsätzlichen Bedenken an, auch wenn ich natürlich eine Arbeit herausgebracht hat, die das Wort Genozid in den Vordergrund gerückt hat im Sommer diesen Jahres. Meiner Ansicht nach muss der Unterschied zwischen dem Holocaust als vielleicht bekanntestem Genozid und der Situation der Uiguren auch ideologisch herausgestellt sein. Das habe ich jetzt in meiner Ausführung nicht so genau gesagt. Der ideologische Unterschied zwischen Hitlers Ideologie und der Ideologie der KP ist meiner Meinung nach sehr wichtig. Die Uiguren sind für die KP Teil eines chinesischen Reiches, genau wie die Tibeter. Es geht nicht um ihre physische Auslöschung, es geht um ihre drakonische Assimilierung. Die Uiguren nehmen das natürlich ganz klar als eine Art Auslöschung dar. Es ist eine Art Auslöschung. Nur man muss, mittlerweile greift die KP halt auch zu Maßnahmen, wie zum Beispiel bei der Zwangsmassensterilisierung, die ich persönlich als demografischen Genozid beschrieben habe. Das ist eine Kompromissformulierung, für die es eigentlich keine wirkliche Definition gibt. Das ist so ein bisschen ein neu geschaffener Begriff.
kultureller Genozid ist nach wie vor sehr angemessen. Die Bezeichnung demografischer Genozid bringt vielleicht heraus, dass es Bedenken gibt. Es gibt große Fragen, inwieweit in das physische Bevölkerungswachstum eingegriffen wird. Ich denke, man darf nicht sagen, dass die Uiguren hier durch Massentötung ausgelöscht werden. Aber es ist wichtig herauszuheben, zu welchen Maßnahmen die Regierung in Peking mittlerweile greift, die ja schon stark in Richtung Genozid gehen, natürlich auch mit deutlich höheren Mortalitätsraten durch die Lagersysteme von Menschen, auch die aus Lagern entlassen werden und nach kurzer Zeit sterben, was allerdings natürlich nicht bei allen der Fall ist. Hier gibt es keine verlässlichen Zahlen. Das ist eine Grenzsituation. Ich unterstütze Herrn Küchlers Bitte, mit dem Begriff Genozid ohne Qualifikation vorsichtig umzugehen. Meiner Meinung nach ist es angemessen, vorsichtig mit solchen Begriffen umzugehen. Ich bin auch kein Rechtsexperte, deswegen habe ich auch keine legale... Es ist die Aufgabe von anderen Gremien und Personen, hier auch ein rechtliches Gutachten durchzuführen. Das wäre dringend notwendig. Die Genoziddefinition der Vereinten Nationen ist etwas dehnbar. Also es muss hier kein Holocaust stattfinden, damit sie erfüllt ist, denn es wird davon gesprochen, dass Volksgruppen im Ganzen oder im Teil diesen 5 Kriterien erfordern. Und soweit ich das sehe, besteht auch vielleicht die Möglichkeit, dass nicht alle dieser 5 Kriterien dieser Konvention von 1948 erfüllt sein müssen. Eine davon ist ja die Verhinderung von Geburten. Von daher gibt es vielleicht auch einen Unterschied zwischen dem allgemeinen Volksverständnis von Genozid als Massentötung und einem stärker legalen rechtlichen Verständnis von Genozid als streng angelegt als eine empirische Interpretation der UNO-Völkermordskonvention von 1948. Das wären so ein paar meiner Kommentare dazu. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Sens. Margarete, du wolltest, glaube ich, ja, ich will mich auch gerne dazu äußern, weil Herr Küchner ja auch darum gebeten hat. Ich finde tatsächlich, dass wir sehr genau mit unseren Begriffen sein müssen und dass es dem Anliegen der Uiguren nichts nützt, wenn es den Vergleich mit dem Holocaust gibt. Gerade als Deutsche weise ich sozusagen, also möchte ich auch dafür plädieren, dass wir da genau bleiben und dass wir in unserer Sprache auch deutlich machen, dass es natürlich einen Unterschied gibt. Und deswegen weise ich auch den Begriff der Konzentrationslager zurück, der gerne für die Internierungslager in Xinjiang verwendet wird. Ich habe das auch schon vielfach in persönlichen Gesprächen mit Vertretern des Weltkongresses geäußert. Was wir nicht tun dürfen, ist sozusagen eine Relativierung des Holocaust, um das Leid, das den Uiguren angetan wird, sozusagen stärker herauszustellen. Das nützt am Ende dem Anliegen der Uiguren nichts. Und deswegen bitte ich darum, dass wir alles tun, um diesen Vergleich zu vermeiden. Weil der Holocaust hat zu 6 Millionen Toten geführt. Vergasung in Auschwitz von 1 Million Jüdinnen und Juden. Und das ist nicht vergleichbar mit den Menschenrechtsverbrechen, die an den Uiguren stattfinden. Und deswegen bitte ich darum, dass wir hier sehr genau sind in unseren Begrifflichkeiten. Man kann sicherlich auf theoretischer Ebene fragen, welche Kriterien sozusagen braucht es auf der Ebene der Definition eines Genozids. Und das, was Herr Zenz gesagt hat, ist alles richtig. Aber wir sprechen ja auch in einem politischen Raum. Und da, glaube ich, sollten wir uns davor hüten, nicht Begriffe zu verwenden, die auch von Bündnispartnern, die wir ja auch haben, möglicherweise als Relativierung von Verbrechen angesehen werden. Und deswegen bitte ich tatsächlich um eine sehr präzise Sprache. Vielen Dank, Margarete Bause.
Also wenn wir jetzt nach den letzten Dokumenten ausgehen, die letzte Woche, wie White Paper, also weißes Buch, da steht ja, dass die chinesische Regierung von 2014 bis 2020, also jährlich 1,3 Millionen Menschen in diese Internierungslager, sogenannte Ausbildungsstätte, reingenommen haben. Das macht dann so ungefähr 8 Millionen Menschen, dass sie in Internierungslager untergekommen sind. Und wenn man auch davon ausgeht, dass die Kinder von diesen 8 Millionen Menschen, man hat immer auch Herr Sens darüber geredet, dass sie zum Gehirnwäsche unterzogen werden. Das ist ja dann, wie sagt man, diese Voraussetzungen für einen Genozid. Natürlich, wir sollten das auch nicht übertreiben, aber man sollte auch nicht versuchen, das zu verschönern. Da gibt es einen Krieg gegen ein ganzes Volk. Also das ist nicht also ein Krieg eine bestimmte Gruppe, sondern Krieg ein ganzes Volk. Und da wird also von Kindern bis zu Frauen, von Eltern bis Jugendliche wird zum Umerziehen unterzogen und die werden von ihren Eltern, von ihren Wurzeln werden sie abgerissen und in inneren Teilen von China umgesiedelt, damit sie chinesisch aufwachsen, damit sie ihre Kultur vergessen. Und das wollte ich noch dazu beitragen. Ich glaube, ist da jemand auf eine Frage? Herr Rune Steenberg, Sie haben das Wort jetzt. Vielen Dank. Können Sie mich hören? Ja. Super. Also vielen Dank für die sehr informativen und sehr wichtigen Vorträge. Mein Name ist Rune Steenberg. Ich bin Postdoc an der Palatsky-Universität in Olomouc. Und ich beschäftige mich seit 10 Jahren mit den Uiguren. Ich begrüße es sehr, dass über die Begriffe Genozid, Konzentrationslager und so weiter gesprochen wird und diskutiert wird. Ich halte das für eine sehr wichtige Diskussion. Auch über die Zahlen sollte gesprochen und diskutiert werden. Ich will jetzt meinen Teil nicht dazu beitragen heute. Stattdessen möchte ich aber eine Frage stellen, die relatiert ist, wie wenn wir anfangen und über Konzentrationslager zu sprechen, hatte sehr häufig den Nebeneffekt, dass wir selbst daraus. Also wir haben Ihre letzten Sätze nicht so richtig verstanden. Der Empfang war nicht gut. Wenn keine weiteren Fragen gibt, Herr Chan, Susanne, ja. Stelle aus München. Also Empfang ist nicht sehr gut, Frau Odin. Meine Frage ist, gibt es denn, Entschuldigung, gut. Hallo? Sie müsste es vielleicht als Text schreiben, man hört sie nicht. Also man kann ja in der Chatbox Text schreiben. Dann könnte man die Frage vorlesen. Frau Odin, Sie können auch Ihre Frage schriftlich machen, dann werde ich das vorlesen. Frau Odin, hören Sie mich? Okay, ich glaube, sie hat nicht geschafft, die Verbindung
wiederherzustellen. Damit ist auch unsere Zeit um. Ich möchte mich ganz herzlich bei allen Referentinnen und Referenten herzlich danken. Das war eine sehr, sehr informative Veranstaltung, denke ich. Und wir werden unseren Kampf natürlich mit friedlichen und demokratischen Mitteln weitermachen. Und wir setzen uns dafür ein, dass Ilham Tohti freigelassen wird. So eine Brückenbauer, so eine Peacemaker sollte nicht im Gefängnis sitzen, sondern er sollte seine Meinung frei äußern können. Das wäre für beide Seiten hilfreich. Vielen herzlichen Dank im Namen der Ilham Tohti Institut und bis zum nächsten Mal sagen wir auf Wiedersehen. Danke und auf Wiedersehen. Dankeschön. Ebenfalls.